Madame Minister, liebe Claude, liebe Laureaten, liebe Gäste. 7000, das ist plus ou moins d'Unzuel und DIN A4 Seiten, die mir am Kader vom Concours Littéraire National 2019 hun dürfen lesen. 7000 Seiten, das sind erdandrüssig Tapuskripter, die meist an deutscher Spruch, nicht wenig auf Englisch, ein Party auf Französisch, aber nimmen zwei auf Lützebräuisch, ein davon erkot den Hauptpreis. Praktisch all Genre war vertruden, ob historisch, politisch oder fantastisch, Romaner, ob Dystopien oder Krimien oder beides an engem. Verschiedene Autoren haben die groß existenziell Sujeten abordiert, andere haben sich von der Aktualität inspirieren gelassen. Im Rutsch Geschichten hatte eine satirisch-kritische Lützeburg-Bezug, ein Trend, der wohl Kommmers für zu bleiben. Ja, an Medien, guten Abend, RTL, und ich gesehen, die guten Haien do auch hier die Fette wäsch. 7000 Seiten, meine Damen und Herren, da das mehr wie genug Beweismaterial dazu Lützeburg erdisch geschrieben wird. Das war schon ein Liespensum mit Gewicht, sogar für die viel agere Leser vom Jury. Wochenlang war nicht aussprechbar. Meine Frage kann ich eine Elegie darauf sagen. An die jeden Arbeit wird nicht immer ein Hedo Spaß gemacht, weil 7000 Seiten schleichen sich gerne mal pur wie schlechter. Manches huet aus anderen Gründen direkt missen ekartiert gehen, ich so nicht das ganz open, eng bei mischt nach ke Summer an eng Seit nach ke Roman. So dehnbar ist der Begriff dann aber nicht, dass 3 Seiten Texte recevabel wären. Alle Autoren, die daran denken, nächste Kehr zu kandidieren, wann da lebt nach Hai pur Tipps, verweist nicht am Untertitel drauf, dass es ihren Text schon an eine andere Form gibt. Königt nicht dass beim Konkurs matt machen wird. Geht ich auch weder am Pseudonym noch am Text eindeutig zu erkennen. Als Literaturszene ist sowieso übersichtlich. An Idiosynkrasien am Stil sind nicht schwer zu erkennen. Du kann in den Who is Who dax genug erroten auch ohne einen Joker. Mehr als am Jury gunget nicht darum, herauszufinden durch Erode wie ein Ass, als gunget de lang die literarische Qualität. Aber bei 7000 Seiten fand ich es schon bemerkenswert, wie sehr man als doch eins gesehen, bei allen Differenzen am Detail, an der literaturästhetischen Appreciation. Das ist schwer, nicht die Unanimität am Milieu mischt, leidet bald schon an der Natur von der Sache. Ich verstehe die Enttäuschung, die manche Autoren zum Ausdruck gebracht haben, und auch die Enttäuschung von Editeuren, die sich durch eine Auszeichnung einen kleinen Boost für den Verkauf von einem schon geplanten Buch versprach haben. Was ich nicht verstehe, sind Akkusationen, die mir leider auch zu Ohren kommen sind, dass Intellektuelle gerne dazwischen bleiben dürfen und immer die nämlich Leute Preise kriegen. Nein, hier haben keine Intellektuelle ausgezeichnet, hier haben Literaturkenner die besten Texte ausgezeichnet. Ja, effektiv weist der Blick an den Historik vom Preis, dass ein Party nimm mehr wie einmal auftauchen, das gut schon erwähnt wird. Jüngst waren da Delis Schmidt, der Bernd Marcel Gonner, an 2 Laureate von Hautenovent, dann ja die Bartolomeo, 2017 den ersten Preis, an der Samuel Hammenwart 2018 nach drittplatzierten, das geht also umgekehrt. Me, was sie an einer Autorin über die Jahre wäsch pur Mal preisgekränt goufen, dann konfirmiert das für mich just die Konstanz und die Exzellenz von ihrem Schaffen. Und es sieht mengenisch nicht nur etwas über die Leute aus, die gewonnen haben. Vielleicht, just vielleicht, heißt es doch, dass andere eben noch nicht ganz so weit sind, dass sie vielleicht noch eine pure Seite brauchen. Das mussten da ja keine 7000 sein. An ihre 7000 wieder geschwärzt haben, kommen wir zu den Laureaten von Hautenovent. Das Gufe schon präsentiert, Gufe noch schon ein paar wieder gesagt, gut, dass ich mal der andere notiert habe. Ich fange nun mal am 3. Preis an, der geht, wie gesagt, und dann ja die Bartolomeo. An ihrem Roman Wundholz sprudelen skurril Affäll mit politischem Unterton an einer höchst getakter Spruch über 100 Druckseiten. D'auteurin lässt ein memorabel Figurenensemble optreten, an dem mehr wie eng unter den hat. Das ist ein echter Roman von Anja Di Bartolomeo, hat eine grosse Leserschaft verdient. Am In- wie am Ausland. Bravo, auch von meiner Seite, ein herzlichen Glückwunsch.
die zu Lützeburg nach Manner bekannten, ist so nach Manner bekannten armenischstämmige Journalistin und Autorin Olivia Katranjian, die für Leitmedien wie New York Times und den ABC und anderen geschafft hat, war eine Revelation für Reis am Jury. The Ghost Soldier als einen impressionanten, spruchmächtigen, epischen Historienroman, den Ende vom Zweiten Weltkrieg spielt, an den USA, England, Frankreich, der Belgien noch heute zu Lützeburg. Da wo die Schriftstellerin 3 Jahre hingeplündert ist, eben gerade für diesen Roman zu schreiben. Das Roman über die streng geheime Geist der Armee von den Amerikanern, hier 23rd Special Troops, hier in anderem mit ablosbare Panzern, kein Quatsch, Nazien am Krieg getäuscht haben. Es geht um 2 befreundeten armenischen Migranten an der Spezialunität, es geht um Homosexualität beim Militär, um Diversität und Akzeptanz. Ein Glanzstück von einem Buch. Congratulations, Miss Katranjian, for the second prize. Ja, wie man tun Enveloppe mam Numm vum Gewinner opgemerk hun, goufet eng dubel Überraschung für mich. Mein nächster Gedanke war, früher war weniger Konfetti. Der Samuel Hermann hat nämlich der Enveloppe der Konterband Papaya-Schnipsel beigefügt, welche ich kenne mit einem spielerischer Licht markant Grinsen im Gesicht. Ich persönlich hat tatsächlich nicht damit gerechnet, dass der Genre-Mix von Kriminalromanen und dystopischer Literatur mit den zwielichtigen Personagen und dem raffinierten Plot, wie man als Begründung geschrieben hatte, ein Neidwirk vom Samuel Hermann wird. Weil es steht da ein bisschen quäsch zu der mir bekannten Poetik von diesem Autor, der für drunten nach einer Essayform eine gewisse Storytelling-Skepsis angemeldet hat, ja, die können doch immer am Text. Eine Kritik auch formuliert hat Welthaltigkeitsimperativ. An ihr Lehrer schreibt hier in einer souveränen, kreativer Spruch, über justement Gegenrelevanz, gegenwärtsrelevante Themen, über Ökologie, Gentechnik, Desinformation und Manipulation. Lächen das da aber gar nicht inkonsequent, mir einfach clever kalkuliert und adressategerecht geschrieben und dafür eine Art Manipulation zweiter Ordnung. Wir haben sie durchguckt, liebe Samuel, und wir gratulieren zu dem bislang beste Werk und natürlich zum ersten Preis beim Concours Littéraire National. Sein Homolog an der Kategorie von de Jungen zwischen 15 und 25 Jahren hecht Antoine Pohu. Ein kleiner Klammer, das übrigens eine Kategorie, die vielleicht ein überdenken müsst, mein Propos 14 bis 19 Jahre und alles von 20 und bei die groß, mir das ist vielleicht nicht Platz für heute zu diskutieren. Ich kann da erwähnen, ich darf aus dieser Begründung zitieren. Den Autor Fulaket beweist eine große stilistische Maturität, hier erzählt fließend, ausspielungsreicher, mit großer Intensität, eine Double-Initiationsgeschichte von einem Schriftsteller, ob der Leidger sich nur Inspiration, auf uns 2 Wesen kann er, ob eine unwahrscheinliche Odyssee zu sich selber. So viel hat man schon gesagt, ist so nach den 21 Jahren jungen Autor Antoine Pohu, hat schon 3 Preise gewonnen, an Texte auf verschiedene Medien veröffentlicht, mit geht immer nach kein Buch von ihm. Ich weiß, ich wiederhole mich, wenn ich so, da das Verleg gut berote sind, das Supertalent von der Lützeburger Literatur, so sehr wie möglich einen Vertrag zu hören, weil sonst möchte den anderen. Aber meine herzlichen Felicitationen auch an den Antoine, das ist nicht richtig, meine ich Pohu, das ist nicht Pohu, ne? Dach Pohu, dem an der Literatur Zukunft gehört, will ich lo schließen, nicht mehr zurückgucken, mehr noch 4 ob flotte Recht vom Abend, den heißt noch bevor steht andere raus, ob die nächste literarische Seiten, es muss nur dicke und nicht 7000 bei Ihnen sein. Merci für die Notausstellung.